Haut 16. Sonntag am Joreskreis begrüßen ich aus der Kirche von Habst, mir überdro von heute Sonntagsmass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Habst, Kantor aus den Theo Weidig, Organist und Viersänger den Abbé Joel Santach. Nur singem Urgel Vierspiel sangen wir jeweils aus dem Laudate Dominum, Trouvé dans ma vie ta présence, Ehre sei Gott in der Höhe, Nous le croyons, Heilig vom Schubert, Lamm Gottes, an als Schlusslied Chanter, Prier, Célébrer le Seigneur. Durchel spielt als Sortie Marsch vom Lefebvre Veli. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Leif Leid heit zu Habst an der Kirche an, leif alle Gur, die da iwwer Medien mit uns verbunden sind. Wir sind heute zusammengekommen mit unseren guten und schlechten Seiten, mit unserem guten Willen an unserer Hilfsbereitschaft, aber auch mit unseren Sünden, Fehler und Schwächen. Bei den Herrgott können wir kommen, wie wir sind. Den Herrgott hat Geduld mit uns und ist gern bereit, uns zu verzeihen. Dafür los wir hin, seiner Erbarmen bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen,
und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Herr unser Gott, sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. Mach uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam sind und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wort des lebendigen Gottes. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde, du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja, Halleluja,
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge folgendes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat dein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der schwierigen Zustand von der katholischen Kirche ist seit mindestens 40 Jahren ein Thema mit vielen Variationen. Manner Gottesdienstbesuch, weniger Geld, Skandal sexualisiert Gewalt, Manner Priester, Kirchenaustritter, gesellschaftlichen Abfluss, die flete gegangen ist, an so vielen. All die Negativsymptome können den zusammenfassen: wir sind schwach gin, aber sind eng Minorität gin. Den Heilige Paulus formuliert das Thema gerade so prägnant wie paradox. Er schreibt: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das tut eng biografisch seid, weil der Paulus hat in vielem gelitten, vieles hat ihm zugesagt, und das aber nie zusammen geklappt. Hinaus Viergegangen durch Deganden an huet durchgehalten. Das Thema hat doch eng theologisch seid, weil an der Schwachheit spürte Paulus, wie Gott wirkt, wie den sin Kraft developiert. Und hier versteht sich als Instrument von Gott, obwohl er unzulänglich ist, vielleicht sogar gerade du weinst, wellen das. Weil so kann Gott matt an diesem Instrument weisen, wer hier kann, aber wer fertig bringt. An dieser Grundhaltung wiste Paulus sich mit dem Gekreuzigten verbunden, der ja selber völlig schwach und hilflos Kreuzung gestorben ist. Gerade an dem Scheitern hat Gott sich als Gott vom Leben als enger ganzer Größe erstärkt gewiesen. Nicht zuletzt hält dem Paulus seine Schwachheit hier noch davon auf, stolz an die Überheblich zu gehen, sich an Zehen zu setzen, als sich wichtig zu machen. An der Lesung haut taucht der Gedanke von der Schwachheit auch ab. Wir wissen dax nicht, wie an dem Wert wir bieten sollen. Oder wir gesinnen ganz kurzfristig, der geleefte Mensch soll gesund gehen, den drehende Krieg oder eng Epidemie sollen aufgewendet gehen. Ob der Rees während Vakanz soll alles gut verlaufen. Es geht um Zukünftiges, und da geht es heierns du im ganz begrenzten Idee von Zukunft, wenig durch, aber den kleinen egoistischen Hintergrund. Wenn ihn dann über seine Bierden so nachdenkt, da geht ein klar: Nein, ich weiß letztlich nicht, was gut ist. Weder für mich, noch für die anderen, noch für die Welt. Auch am Bierden stehe ich vor Gott ohnmächtig, ratlos. Und das muss ich einfach mal am Vertrauen aushalten. Damit sind wir nicht beim Ausgangspunkt. Eher ich eine Menge erhofften Zukunft bierden,
do steht Wissen eng egen Schwachheit. Aber grad dofir schreibt den Heilige Paulus, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Da kann den Heilige Geist für uns antreten, kann Kraft wo Gott wirksam gehen. Gottes Geist biert dann an Eis. Ob Kirch überdrohen, Hestaat, Schwachheit muss nicht unbedingt überwonnen gehen. Sie kann noch eine Chance sein, für Gottes Handeln sichtbar zu machen. Da kann hin so richtig wirken. Dann ist Stunde von der Gnot. Es geht dem nur um den Mut zur Schwachheit. Das nicht eng Musse sagt, dass die Kirche nicht zu neuer stärkt könnt, stärkt am weltlichen oder gesellschaftlichen Sinn. Also Gott muss nicht mit Murcht aggrest verkündigt gehen. Es geht auch a Bescheidenheit an Demut. Liebe alle gut, kommen wir bei dem Evangelium. Nobody is perfect. Keiner ist perfekt. Wenn ich mich über meine eigenen Fehler ärgere, dann trägt es mich, wenn ich daran denke, nobody is perfect. Das ist ja so. Jeder von uns hat auf der einen Seite Fähigkeiten und Talente, die ihn einzigartig machen. Andererseits haben wir all als Schierzeiten und Grenzen, vielleicht als dunkelt Geheimnis. Kein ist immer alles richtig. Eine wichtige Einsicht, die zu unserer Existenz gehört. Und das ist auch nicht immer klar, ob etwas gut oder böse ist, schwarz oder weiß. Das bleibt eine Grauzone, wo es von außen gesehen schwer ist, zu einem klaren Urteil zu kommen. Als Leben ist oft gestreift. Das alles nicht wie einfach zu entscheiden, wo die Trennlinie verlief zwischen richtig und falsch, gut und böse. Eine Erfahrung, von der auch die Kirche heute nicht ausgeholt ist. Die einen wollen und Traditionen festhalten und versprechen sich davon einen Kompass für den weiteren Weg an Zukunft. Die anderen wollen innovieren und neue Wege gehen. Als jeder wittert beim anderen Dunkraut, das unbedingt misst ausgerappt gehen. Die Versuchung ist, für aus der Kirche das vermeintlich schlecht rauszurappen. Das heißt, Meinungen und Standpunkte von denen anderen als unangemessen oder falsch zurückzuweisen. Misst nicht an einem gemeinsamen Ringen in Zukunft beides mit den aufgewehen gehen. A Platz da sehen dem einer der gute Willen aufspricht. Heirems geht es am Gleichnis vom Wes und vom Unkraut, das Jesus am Evangelium verzielt. Gilt für die Kirche, gilt für den einzelnen Mensch. Als zum Beispiel ganz ehrgeizig, da werden am Beruf Fortschritte, wo möglich eine glänzende Karriere machen. Gleichzeitig kann ein übertriebenen Ehrgeiz an rücksichtslosen Egoismus umschlagen, der just den eigenen Vorteil kennt, an anderer übergeht. Es geht immer leicht aschiert, Wes an Unkraut, schwarz a weiß, beides Madeneen. Da das eine Tatsache, ob das Gleichnis zu Recht aufmerksam mischt. Unkraut an gute Sohm, denen begegnen wir bildlich geschwärzt auf vielen Situationen vom Leben. Wie du mit umgehen? Wert. Lost beides Wurzeln bis zur Rekolt, sagte Jesus. Können wir das heute noch werden, aufwerten, eher mal sortieren? Haben wir noch Geduld? Wir leben an einer Zeit, an der alles sehr gehen muss. Mir auch früher geht die Ungeduld. Den Heilige Franz von Sales hat vor 400 Jahren geschrieben, haben Sie Geduld mit allen, in erster Linie aber mit sich selbst. Für mich sind so Sätze ein Encouragement. Geduld ist auch gerade heute ein wichtiges Element an unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. An Zeit vom Wurzeln, Erreifen, geht es nicht nur an der Natur, aber auch bei uns Menschen. Man muss an unseren Mensch sein,
wussen an reif ginn. Dofir derw ich auch immer im Nei aufhängen, all dach as en neien Ufang. Weil den Herrgott huet Geduld. A Platz die unvollkomme Schierzeiten bei eis unzuprangeren, wätien auf. Statt iwwer de Mënsch de Staf zu brechen, rechent hien damit, dass dese Mënsch auch sin gut Seiten huet. Et kann also net ugoen eiserseits viel schnell anderer aufzuurteilen an ob hier Fehler festzunehmen. Ob das Gefoch mischt Gleichnis vom Unkraut auf vom Wes aufmerksam, viel schnell urteilen. Der Jesus verlangt von uns viel Geduld mit Leid, die sich aus seiner Perspektive falsch verhalten oder eng einer Meinung vertreten. Als Eltern vis-à-vis von ihren Kanner oder Kanner sind ja auch immer nicht oder mit konfrontiert, nicht wahr? Der Jesus will dem Guten, dat an engem Mensch sticht, nach eng Chance gehen. Und hier braucht eis als Verstärker von dem Guten am Mensch. Weil an all Mensch sticht e Keim vu gutem Willen, mag noch so verstoppt oder verschott sinn. Gleichnis vom Unkraut auf vom Wes entlascht eis. Wir brauchen als Energie nicht für Unkraut zu verschwenden. Dat können wir getrost Gott überlassen. Nämlich hier kennt Tieften vom Herz an Doofgrin von der menschlicher Seele bis ran an die verborgenst Winkelen. Liebe Brüder und Schwestern, Geduld tun, erwerden. Dat will Gleichnis vom Jesus eis lehren. Dat gilt auch für die Kirche, mit allen, die dazu gehören. Wien, a wat sich an der Kirche ändern muss, sie für das erste Mal dir an ich. Amen. En Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie. Nous croyons qu'il a souffert la passion, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est assis à la droite du Père. Nous croyons en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. An der Welt, wo es Wes an Unkraut, Gutes a Böses, dacks ganz no beieinander.
Drohe ma eis Welt, so wie sie as an de Fürbitte für Gott, abierde ma hien sing Hölle an den Uleies von eiser Zeit. Mir bierde für all, die an der Kirche ein Amt ausüben, dass sie nicht mitgehen, de gute Sohn von dengem Wort über den Äcker von der Welt auszusehen. Herrgott, heia eis. Prions pour tous les responsables politiques et économiques. Seigneur, écoute-nous. Mir bitte für all, die vom richtigen Weg aufkommen sind, dass sie eine Chance für einen Neuanfang kriegen. Herrgott, heia eis. Prions pour tous ceux qui souffrent sous l'injustice de ce monde, pour qu'ils reçoivent la confiance qu'ensemble nous pouvons redresser le monde. Seigneur, écoute-nous. Gott, all eich Sorgen anneht, lehe ma an den Guten. Dir sief eise Lofpreiser näher an Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben seiner Kirche annehme, zu seinem Lob, zu der ganzen Welt. Herr, du hast die vielen Opfer, die dir je von Menschen dargebracht werden, in dem einen einzigen Opfer des neuen Bundes vollendet. Nimm die Gaben deiner Gläubigen an und heilige sie, wie du einst das Opfer Abels angenommen hast. Und was jeder Einzelne zu deiner Ehre darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir seinem Herrn und Schöpfer zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herrgott, an alles, was du geschaffen hast, verkündigt dein Lob. Allem, was das schenkst du Leben am meisten hellig. Durch dein Jung, eisen Herr Jesus Christus, und durch die Wirke vom Heiligen Geist. Immer feierst du ein Volk zusammen, das dir gehört, für das es überall, von Osten bis nach Westen, Dinge im Numen Affer durchbringt, das dir gefällt. Dafür beten wir dich, Herr. Guck ob das Goven, die wir bräuchten, für diese zu weihen. Mach sie hellig durch dein Geist. Lose zum Leib und zum Blut gehen von dem Jung, unser Herr Jesus Christus, den er es abgedrohen hat, das Geheimnis zu feiern. Weil an der Nacht, wo hier verroden gouf, du hält den Brot aus seine Hände. Hier seht den Dankgebet, hier bricht Brot, hier regnet seine Frin, seht, holt an erst alle gut davon. Da teiers mein Leib, geht hier gehen für ich.
Nom Issen hëlte noch de Kirlich sederëmmen Dankgebiet, rechte Kirlich singe Frenner seet, holt an dringt alle gut raus. Dat teierste Kirlich mat mingem Blut, Blut vum Neien an ewige Bund. Et fließt fir ich an die viel aner, fir dat Sünden verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben. Herrgott, du feiere mir d'Undenke von dingem Jung, mir verkönnische sei Leiden, durch dat ma erlest sinn, wir bekennen Herrlichkeit vu singem Oberstohen a vu singer Himmelfahrt. Wir werden drop, dass hier ne Rimm könnt End von der Welt. So bring mir des Liewwicht an Hellicht affer dur, fir dich zu loben, an dir Merci zu soen. Guck voller Leif op d'Affer von dinger Kirch, erkenn du an d'Affer von dingem Jung, dat eis mat dir versehnt huet, so wie dei Wille war. Wenn man lo mat singem Leif, a mat singem Blut gestärkt, a mat singem Geest erfüllt gin, da lo seis Leif an Geest gin a Christus. Hier soll eis selber zu engem Affer machen, dat dir fir immer geheiert, wie dat ma Undeel kreen und dinger Eefschaft, mat allen, des du erwählt tues, mat der Helger Jungfrau Maria, dem Helge Josef, mat den Aposteln am Märtyrer, a mat allen Helgen, durch denen het Gebiert mir allzeit op den Höllef ziele können. Wir beten dich, Herr, des Affer von unserer Versöhnung solle Sege gehen für den Frieden auf ihr Teil von der ganzen Welt. Behit den Kirch, die nach NRW ist, und mach sie stark am Glauben aneinander lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, unserem Weihbischof Leo, mit allen Bischöfen der Geistlichen, und am ganzen Volk, das deint ist. Guck op den Familien, die is der Heiz Summe gerufen ist, er steh hier bei an allem, was sie umherzuet. An dingem Erbarmen, gute Pap, feier all den Kanner, die noch verspreit sind, bei dir zu summen. Denk auch an als verstorbe Brüder und Schwestern, an nun all die an Dinger Gnot aus dieser Welt fortgegangen sind. Wir feiern das Mass als Stiftung für die Verstorben von der Familie Schmidt-Reuter, Stiftung für Eugene Thiel an Elis Jemming. An dinger Gutheit hol sie ob an dei Reich. Du hoffen wir eis Martine für immer an dinger Herrlichkeit zu freien, durch eisen Herr Jesus Christus, durch den du der Welt all Gutes schenkst. Weil durch ihn am Mattim an anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heilige Geist, all Herrlichkeit an Eher, lo an immer an ewig. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst den Sünder der Welt.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich stehe an der Tür und klopfe. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm eintreten und mit ihm Mahl halten und er mit mir.
Lasset uns noch beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Seele und Leib gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Mit diesem schönen Urgelklang von unserem Lewe Joel schließen wir das Mass auf. Auch die nächste Sonntag überdrom mit Massai von Habst. Ich alle gut nach einer schönen Sonntag, ein gut Woche und damit schalten wir zurück an das Studio.
Huh?